6 Dinge, die Deutsche tun und den Rest der Welt verwehren. Ich bin Schweizer, das wissen wir und ich will jetzt sehen, was die Deutschen so in ihrem Alltag treiben, was die Rest der Welt verwehrt und ob das die Schweizer auch verwehrt. Wir gehen rein, let's go. Andere Länder, andere Sitten. Jeder, der schon einmal eine längere Andere Länder, andere Sitten. Zeit im Ausland verbracht hat, weiß, dass an diesem Spruch etwas Wahres dran ist. Jedes Land hat seine eigenen Gewohnheiten und Vorlieben. Die Südeuropäer halten gerne eine lange Siesta und kommen nie pünktlich. Die Franzosen essen Baguettes, Schnecken und Froschschenkel. Die Amerikaner sind aufgedreht, laut und übertrieben fröhlich. Wer kennt diese Vorurteile nicht? Doch welche Klischees gibt es eigentlich über uns Deutsche? Pünktlichkeit, Ordnung und Effizienz sind nur einige der gängigsten Vorurteile über Deutschland. Aber die Schweizer, die sind noch pünktlicher, Digga. Die Schweizer, sehr, sehr pünktlich. Doch es gibt noch viele mehr, die wahrscheinlich so manchen von uns überraschen werden. Wie so oft ist in jedem Klischee meistens auch ein kleines Körnchen Wahrheit enthalten. Und deshalb stellen wir euch heute 6 Angewohnheiten vor, die typisch deutsch sind und im Ausland für Verwirrung sorgen. Okay, let's go. Oh. Huge, Digga, huge. Intro huge. Pünktlichkeit. Okay. Darauf sind wir Deutschen besonders stolz. Unsere Pünktlichkeit. Ja, okay. Ich denke, die Schweiz und Deutschland ist allgemein recht ähnlich, aber die Schweizer, Digga, da können die Deutschen nicht mithalten. Ich sag's euch, wie es ist. Die Deutsche Bahn ist viel unpünktlicher als die SBB, also die Schweizer Bundesbahn. Das ist wirklich so. In der Schweiz hat ein Zug vielleicht mal 2 Minuten Verspätung, 3 Minuten. Busse kommen in der Schweiz meistens immer pünktlich, egal wo man ist. Aber die Deutsche Bahn, Digga, da weiß ich nicht, ob das pünktlich ist. Es ist ein gängiges Klischee, dass wir gerne im Voraus planen und selten spontan sind. Stattdessen verabreden wir Termine und Besuche mit festen Uhrzeiten. Diese Uhrzeiten haben dann auch tatsächlich eine verbindliche Gültigkeit. Nicht nur unsere Bahnen, Busse und Flugzeuge sind pünktlich, auch wenn mancher das nicht so sieht, auch unsere Handwerker lassen pünktlich um 16 Uhr ihre Werkzeuge fallen. Feierabend ist Feierabend. Oder etwa nicht? True. Digga, Leute, die in so großen Unternehmen arbeiten und um 5 Uhr aus haben, Digga, die gehen raus und dann ist Feierabend. Jetzt denke ich nicht mehr ans Arbeiten. Das hasse ich richtig. Das hasse ich richtig, ja. Ich finde es geil, wenn man einen Job hat, wo man gerne macht und es auch kein Problem ist, wenn man mal eine Stunde länger arbeitet. Auch Besprechungen auf der Arbeit beginnen exakt zur verabredeten Zeit. Wer zu spät kommt, hat das Nachsehen. Schlimmer noch, er wird für sein zu spät kommen mindestens stirnrunzelnd beäugt, wenn nicht gar gerügt. Woran liegt das? Wir erachten es schlicht als höflich, zu Terminen und Verabredungen pünktlich zu erscheinen. Umgekehrt gilt es als unhöflich, jemanden warten zu lassen. True. Darum kommen wir pünktlich. Aber Chat, seid ihr Menschen, die eher pünktlich sind oder nicht pünktlich? Ich bin sehr pünktlich. Also ich hasse es wirklich, zu spät zu kommen. Ich fühle mich richtig schlecht, wenn man mit der Familie abgemacht hat, ein Business-Meeting oder so und zu spät kommt. Egal, ob es nur 5 Minuten sind. Ich fühle mich richtig schlecht, Digga. Ist aber so, Digga. Man fühlt sich doch schlecht, wenn man abmacht und dann zu spät kommt. Ich weiß nicht. Doch was für uns selbstverständlich erscheint, ist es in anderen Ländern ganz und gar nicht. Für einige erscheint unser Hang zur Pünktlichkeit übertrieben und zwanghaft. In einigen Ländern Lateinamerikas gilt es sogar als unhöflich, pünktlich oder gar zu früh zu erscheinen. Wie ist denn das da mit Termin und so? Kommt man da einfach so ungefähr? So, ja, 11 Uhr, ja, kommt vielleicht eine Stunde später, Digga. Rasen auf der Autobahn. Die Deutschen verbindet eine ganz besondere Liebe zu ihren Autos. Viele hochwertige Autohersteller haben ihren Sitz in Deutschland und deutsche Autos sind auch im Ausland sehr beliebt. Doch als typisch deutsch gelten nicht nur unsere schicken Autos, sondern auch unsere Autobahnen. Deutschland ist das einzige europäische Land, in dem es kein generelles Tempolimit auf Autobahnen gibt. Während in anderen Ländern Richtgeschwindigkeit... Boah, Digga, ja, das ist wirklich so ein richtiges deutsches Ding. Ich wohne ja direkt an der Grenze zu Deutschland und ich habe Kollegen, die gehen extra nach Deutschland, um schnell zu fahren, aber das kann ich übel nicht verstehen, Chat. Ich bin mal auf einer Schweizer Autobahn 140 gefahren und es hat sich richtig schnell angefühlt. Ich bin absolut kein Fan von schnell Autofahren, Digga. Ich fahre 120 so, gechillt, höre irgendwie an, meine Kante reit, das Leben ist perfekt. Und Tempolimits von 120 oder 130 Kilometer pro Stunde längst Realität sind, fühlen wir uns in unserer Freiheit beeinträchtigt. Wenn mal wieder vor ein paar Monaten mit 220 von Zürich nach Berlin gebrettert. Digga, ich würde nicht 220 fahren, würde ich nicht machen. Über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen diskutiert wird. Der Geschwindigkeitsrausch, das Rasen, das Überholen, dazu noch links blinken und drängeln, all das gehört auf deutschen Autobahnen zum Alltag. Boah. In Italien,
die Leute, die kennen nix, Digga, auf den Autobahnen, Digga. Die fahren rechts mit 180 durch, Digga, die kennen nix. In Italien und auch in Frankreich, die kennen nix. So haben wir statistisch gesehen auch die meisten Verkehrstoten auf Autobahnen. Trotzdem, die Freiheit, so schnell zu fahren, wie wir gerade möchten, wollen wir uns nicht nehmen lassen. Für andere Landsleute gleicht das Fahren auf deutschen Autobahnen einem Kamikaze-Rennen. Für uns gehört es schlicht und ergreifend zur Autobahn dazu. Es ist eben einfach typisch deutsch. Ja, aber kann ich verstehen, wenn ich Deutscher wäre, dann würde ich auch gerne sehr schnell aus Deutschland rausfahren. Dann würde ich schon mit 300 auf der Autobahn fahren, dass ich schnell in der Schweiz bin. Schultüten. Der erste Schultag ist für jedes Kind ein ganz besonderes Ereignis. Stimmt, Schultüten. Doch nicht in allen Ländern wird er so groß gefeiert wie bei uns in Deutschland. In Großbritannien besucht der Lehrer häufig vor Schulbeginn die Familie zum ersten Kennenlernen. Gefeiert wird der Einschulungstag jedoch nicht. Auch in Frankreich gibt es zur Einschulung keine Feier in der Schule. Schulfeierlichkeiten sind dort insgesamt eher unüblich. Selbst das Abitur wird bestenfalls privat gefeiert. Und in Russland gibt es am Einschulungstag in der Regel zwar eine kleine Begrüßungsansprache durch den Schuldirektor, jedoch keine Feier. Anders bei uns in Deutschland. Der Schulbeginn wird bei uns mit vielen Ritualen zu einem ganz besonderen Tag für das Schulkind. Ein besonders wichtiger Brauch... Ja, Schultüten. Ja, true. Ist in der Schweiz ein bisschen ein Ding. Das ist so, ich denke so, die Rich Kids haben das in der Schweiz. So die Kinder, die Eltern haben, die mal richtig unnötig Geld ausgeben wollen, die haben eine Schultüte, aber ist jetzt nicht Standard in der Schweiz. Bei mir war es so, der erste Schultag, da sind alle älteren Schüler sind so Spalier gestanden, so, Digga. Und die Kleinen sind alle dadurch in die Schule gegangen. Das war richtig weird, aber so eine Schultüte, finde ich, muss jetzt nicht sein, Digga. Brauch ist dabei die Schultüte. In anderen Ländern ist sie gänzlich unbekannt. Habe ich gesagt, Kinder, die Eltern haben? Alles klar. Bei uns erhalten die Kinder etwa seit dem 19. Jahrhundert zur Einschulung eine Geschenktüte. Früher wurden diese Tüten häufig mit allerlei Bonbons und Süßigkeiten gefüllt und daher auch Zuckertüten genannt. Heute findet sich in den Schultüten oft eine Mischung aus Gebrauchsgegenständen wie Bleistiften, Buntstiften und Anspitzern sowie Süßigkeiten. Ja, okay, sieht schon geil aus, aber ein paar Leute hatten es, aber nicht alle. Ich hätte gerne eine Tüte. Die Deutschen lieben ihr Brot. Für uns Deutsche ist es besonders... Andere Länder haben so, in Amerika ist es so Hollywood, die Latinas können gut tanzen und in Deutschland ist es das Brot, Digga. Das ist wichtig, ein ausgiebiges Frühstück. Vor allem am Wochenende... Ja, aber ist schon nice. Gutes Brot ist gut. Das ist ein Fakt, Digga. Aufgefahren, was der Kühlschrank zu bieten hat. Ja, Brot darf man nicht unterschätzen, Chat. Brot darf man nicht unterschätzen. Richtig gutes Brot, wo das draußen außen richtig knackig ist und innen schön weich, schon nice. Brot, Brötchen, Croissants, Butter, Marmelade, Käse, Wurst, dazu ein Frühstücksei, etwas Obst, Kaffee und ein Glas Orangensaft. Was das Frühstück angeht, lieben wir Deutsche es üppig und ausgiebig. Wichtiger Bestandteil dabei, unser Brot. Boah, dieses viereckige Brot, Baba. Während man den Franzosen nachsagt, dass sie echte Weinkenner sind und einen guten Tropfen spielend am Geruch erkennen, gilt das gleiche bei uns für unser Brot. Und die Schweizer, die sind Geldkenner, Digga. Brot ist für uns mehr als nur ein Nahrungsmittel. Es gehört zu unserer Kultur wie Goethe, Einstein, Oktoberfest und Lederhosen. Insgesamt gibt es in Deutschland mehr als 1500 verschiedene Brotsorten. Jede Region hat ihre eigenen Vorlieben und Spezialitäten. Während in einfach ein Brot mit Butter, Digga. Mashallah. Norddeutschland eher dunkle Vollkornsorten gegessen werden, gilt die Liebe der Süddeutschen eher hellen Brotsorten und Semmeln. Am häufigsten werden Deutschland ist cool, weil Deutschland hat gutes Brot. True. Mischbrote und Toast verkauft. Jeder Deutsche isst im Schnitt etwa 87 Kilogramm Brot pro Jahr. Wow. In anderen Ländern undenkbar. Doch im Gegensatz zur Pünktlichkeit und Ordnungsliebe der Deutschen sorgt dieser Brauch bei unseren fremdländischen Gästen eher für Bewunderung als für Spott. Das dunkle, körnerhaltige deutsche Brot ist... Ja, Chat, ich denke, jedes Land hat seine Flexe und bei Deutschland ist es halt nun mal das Brot, Digga. ...mittlerweile weltweit zu einem Verkaufsschlager geworden. Deutsche Bäckereien sprießen in den USA, Kanada und Australien wie Pilze aus dem Boden. Selbst Weltstars wie Tina Turner schwören zum Frühstück auf das gute deutsche Brot. Darauf können wir stolz sein. Aber deutsche Tina Turner lebt, glaube ich, in der Schweiz. Sprache, schwere Sprache. Ja, true. Wer kennt es nicht, dieses Sprichwort? Doch was ist dran am Mythos von der schwierigen Sprache?
Und woher kommt diese Einschätzung? Das, Digga. Wie will man einem Amerikaner, wo es nur einen Artikel gibt, 3 Artikel erklären? Der versteht das gar nicht. Wer als Nicht-Muttersprachler Deutsch lernen will, hat es schwer. Artikel, Zeitform und unregelmäßige Verben und unendlich erscheinende Wortkombinationen machen es dem Lernwilligen alles andere als leicht. Natürlich hat jede Sprache so ihre Tücken. Doch das Deutsche ist besonders eigenwillig. Wir stellen dir hier 3 Beispiele vor. Ja, aber dann haben die noch nie Schweizerdeutsch gelernt. Ich denke, Schweizerdeutsch kann man gar nicht lernen. Ich kenne niemanden, zum Beispiel aus Amerika kommt oder so und einfach Schweizerdeutsch gelernt hat. Erstens, weil es keine Rechtschreibung gibt. Zweitens, weil ich weiß nicht, ob man Schweizerdeutsch so wirklich offiziell lernen kann. Das kann man nur lernen, wenn man wirklich richtig lange in der Schweiz ist. Also so, ich denke so 20, 30 Jahre, dann kann man das lernen. Während im Englischen alles ganz einfach... Ja klar, Schweizerdeutsch ist ein Dialekt, die Sprache ist Deutsch, aber trotzdem ist ja Schweizerdeutsch in der Schweiz selber schon eine eigene und komplett andere Sprache. einfach mit the bezeichnet wird, haben wir mit das gleich 3 davon. Und deren Nutzung ist noch nicht einmal logisch. Es heißt der Mann und der Junge. Warum heißt es dann aber die Frau und das Mädchen? Zum Zweiten unsere Dialekte. In wohl kaum einer anderen Sprache gibt es so große regionale Unterschiede in der Aussprache. Wenn ein ausländischer Besucher fleißig Hochdeutsch gelernt hat und anschließend in Bayern landet, Das kannst du gar nicht ausmalen, sowas. wird er wohl kaum ein Wort verstehen. Ebenso in Sachsen oder in der Pfalz oder im tiefsten Hessen oder in Berlin und so weiter. Allein für das Wort anders gibt es Dutzende Aussprachen. Seht selbst. Anders, aundas, ondas, onas, aundatst, onatz, ondast, anders, onasch, onatschta. Auf Schweizerdeutsch heißt es anders. Anders. Das ist anders. Das schiebt ab ganz. Unsere Wörter. Sie sind lang, länger und oft am längsten. Aber nicht nur die Wörter sind lang. Wie keine andere Sprache der Welt kann das Deutsche beliebig lang... Kannst du Schwäbisch schwätzen? Ich kann so ein bisschen Schwäbisch schwätzen, aber ich denke nicht, dass es wirklich Schwäbisch ist. Ich hätte gerne ein paar Spätzle und eine Zwiebel, eine Rohsbrade und eine Brezel. Irgendwie so, oder? Synchronisierte Filme. Und noch eine typisch deutsche Gewohnheit, die uns völlig normal erscheint, bei anderen jedoch für Stirnrunzeln sorgt. Das Synchronisieren von Filmen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in Deutschland nahezu alle großen amerikanischen Filme auf Deutsch erscheinen? Ist das in anderen Ländern nicht so, Chat? What the fuck? Wird das nicht in jede große Weltsprache übersetzt, oder bin ich dumm? Während in anderen Ländern die englische Originalsprache bestenfalls mit Untertiteln gezeigt wird? Im Synchronisieren von Filmen sind wir schlicht Weltmeister. Doch woran liegt das? Heutzutage ist das wahrscheinlich vor allem Gewohnheit. Doch als Ende der 20er Jahre die ersten Tonfilme produziert wurden, war Deutschland eines der wenigen Länder, das sich eine Synchronisierung leisten konnte. Der Markt war hier groß, das Kino beliebt und Geld war reichlich vorhanden. Digga, ich muss ehrlich sagen, ich schaue Filme immer auf Deutsch, Digga. Ich kann's verstehen, wenn man es in der Originalsprache sehen will, aber diese Leute, die sagen, in der Originalsprache ist aber viel besser, halt dein Maul, Digga. Also wurden große Filmproduktionen synchronisiert, um sie für den deutschen Laienzuschauer verständlich zu machen. Was also zuerst aus einer Notwendigkeit heraus entstand, ist heute ganz normal für uns. Zwar gibt es immer wieder auch noch Originalfilme mit Untertiteln, doch die gehören... Ja, komm, Digga. Aber Leute, die es in Originalsprache schauen, die müssen auch immer sagen, ich schaue es im Fall in Originalsprache, Digga. Komm, ich finde, in Deutschland gibt es wirklich gute Synchronsprecher und dass halt wirklich jeder Schauspieler einen Synchronsprecher hat und in verschiedenen Filmen immer gleich klingt, finde ich irgendwie nice. So, ich kenne halt einfach nur die deutschen Stimmen der Schauspieler und ich fühle es. Also ich fühle es. Eher ins Nischenfach im Programm Kino. Wir wollen uns beim Filmgucken einfach nicht anstrengen, sondern entspannen. Was ist so schlimm daran? Ob nun die Englischkenntnisse in anderen Ländern so gut sind, weil dort Filme nicht synchronisiert werden, oder ob Filme dort nicht synchronisiert werden, weil die Englischkenntnisse so gut... Also wenn man in Schweden wohnt, dann kann man Filme nur auf Schwedisch... Digga. Wenn man in Schweden wohnt, dann kann man nur Filme auf Englisch schauen mit schwedischen Untertiteln. Ist es korrekt so? ...gut sind, das ist dann wohl die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Fest steht, dass durch das Synchronisieren oft Gags und Wortspiele aus dem Originalfilm verloren gehen. Wie überrascht ist man doch, wenn man einen bekannten Film im Original anschaut und feststellt, was man bisher alles verpasst hat. Doch wollen wir deshalb wirklich auf synchronisierte Filme verzichten? Jedes Land hat merkwürdige und seltsame Gewohnheiten, die seinen Bewohnern völlig normal erscheinen, Besucher jedoch zum Kopfschütteln bringen. Dies waren nur 6 der typischsten deutschen Gewohnheiten. Ja, sehr krasse
Dab. Gewohnheiten der Deutschen. Es ist wirklich gut, dass ich in der Schweiz lebe.